Ja, wenn Menschen, die dir nahestehen, gehen, dann löst das so einiges aus. Auf der einen Seite dieses Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens. Das ist das eine. Und zweitens gleichzeitig zu wissen, es ist nicht das Ende. Als Nachfolger von Jesus wissen wir, dass wir zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen sind, die weitergeht. Dass es nicht vorbei ist mit dem Leben auf dieser Seite der Ewigkeit. Und wir haben vor 2 Wochen in einer Predigt die Schöpfungsgeschichte angeschaut und wir haben dort gesehen, dass in der biblischen Geschichte die Geschichte gleich endet, wie sie begonnen hat. Sie endet in dieser unmittelbaren Gemeinschaft von Gott und Mensch, genauso wie in der Schöpfungsgeschichte Gott in dieser innigen Gemeinschaft mit dem Menschen war. Und wir werden heute eigentlich von dort einen Schritt weitergehen und sehen, wie aus dieser Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, wie wir Menschen uns nach einem erfüllten Leben ausstrecken, wie das aber auch immer wieder herausgefordert wird. Und so werden wir miteinander eine richtig komische Geschichte anschauen, eine etwas, man kann schon sagen, eigenartige Geschichte. Und ich freue mich, die Geschichte des Sündenfalls, by the way, und ich freue mich, Daniel, dass du die Predigt mit mir zusammen halten wirst. Aber stell dich doch kurz zuerst vor. Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Wir sprechen heute über Sünde und den Sündenfall. Und ich war offenbar die Person, an die Mari gedacht hatte. Ja, wenn ich an Sünde denke, denke ich an Daniel. Genau. Ich bin Daniel Hermann und ich bin seit 2016 so Teil auch der Vineyard. Ich lebe hier in Bern und bin tätig als reformierter Pfarrer. Ich bin Theologe, Pfarrer. Ich schreibe eine Doktorarbeit zurzeit zur politischen Theologie Dietrich Bonhoeffers, was unglaublich viel Freude und Spaß mir bereitet. Und ich spreche gerne über die Bibel und freue mich wirklich auch heute hier zu sein. Ja, und ich schätze den Austausch mit dir immer, weil du ein Mann bist, der Jesus liebt, denkt, Fragen stellt. Und deswegen habe ich natürlich an dich gedacht. Herr, und wenn wir uns mit dem Sündenfall befassen werden, ist es ein alter Text, ein etwas eben eigenartiger Text, aber ich verspreche euch, wir werden am Ende bei uns landen und was dieser Text für uns heute bedeutet und wie er heute in unser Leben hineinspricht. Aber lasst uns doch gleich diesen Text mal zusammen lesen und wir lesen wieder mal miteinander. Seid ihr bereit? Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürften wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie. Also Daniel, wenn wir diesen Text zuerst mal anschauen, eine Geschichte mit einer sprechenden Schlange ist einfach komisch. Wie gehst du als Pfarrer, als Theologe, der sich mit biblischen Texten auseinandersetzt, mit solchen Texten um? Ja, vielen Dank, Mari, für die Frage. Ich denke mal, auch die Autoren, die diese Geschichte aufgeschrieben haben, die waren sich sehr bewusst, dass das ein merkwürdiger Text ist. Sprechende Schlangen und so weiter.
auch schon vor Jahrhunderten war dieser Text vielen Menschen fremd. Und wir merken das auch immer wieder, wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz im Allgemeinen. Die Bibel ist häufig ein Buch, das uns fremd ist, das wir manchmal auch nicht wirklich verstehen. Und somit haben wir so einige Coping-Strategien entwickelt, um mit der Bibel umzugehen. Also eine Möglichkeit wäre mal zu sagen, wir lesen die Bibel historisch. Wir fragen danach, ist das wirklich historisch so passiert? Hat wirklich die Schlange mit Eva gesprochen? Hat wirklich die Schlange mit Eva gesprochen? War das wirklich so im Paradies? Das ist so die historisch-kritische Methode, kann man dem sagen. Und dann von christlicher Seite gäbe es die Möglichkeit, die Bibel apologetisch zu lesen, also zu fragen, also die Bibel zu versuchen zu verteidigen, damit wir irgendwie auch den historischen Wert dessen herausstellen können. Und eine weitere Methode wäre zu sagen, die Bibel ist ein unglaublich wertvolles kulturelles Schreiben, ein Artefakt, das eine wahnsinnige Wirkungsgeschichte gezeigt hat. Das Problem an all diesen drei Strategien ist, dass die uns nicht wirklich das Fundament geben können, das wir suchen. Die beantworten die Frage nach der Wahrheit des Textes nicht unbedingt oder nur partiell, nur teilweise. Ich selber versuche die Bibel, wenn ich auch mit solchen Texten konfrontiert werde, theologisch zu lesen oder geistlich. Ich lese sie im Glauben. Ich lese sie als Wort Gottes und ich lese sie auch mit der Anerkennung, dass mir dieser Text wahnsinnig fremd ist. Und ich kann ihn nicht auf Anhieb verstehen. Ich versuche ganz konkret in meinem Leben einfach regelmäßig diese Texte zu lesen, denen zu begegnen und sie zu fragen nach ihrer Bedeutung. Und das ist etwas, was wir jetzt heute auch machen wollen zusammen. Was will uns dieser Text sagen? So in diesem Sinne. Nun, es ist ja die Geschichte vom Sündenfall. Sünde ist ein Begriff, mit dem die Menschen heute nicht mehr viel anfangen können. Weswegen eigentlich nicht? Was verstehen Leute, wenn sie den Begriff Sünde hören heute? Ja, also genau, Sünde hört man im öffentlichen Raum jetzt nicht mehr sehr oft. Ich glaube, das ist ganz einfach zu erklären, dass wir auch jetzt in einer zunehmend entkirchlichten Gesellschaft leben, säkularisierten Gesellschaft, wo uns dieses Vokabular auch ein bisschen fremd geworden ist. Das heißt aber nicht, dass die Realität der Sünde nicht mehr da ist. Also nach dem 20. Jahrhundert, nach der Erfahrung von 2 Weltkriegen und dem Versuch, die europäischen Juden systematisch zu vernichten, ist eigentlich fast allen Leuten bewusst, dass der Mensch zu unglaublicher Schuld fähig ist, zu unglaublich schrecklichen Taten fähig ist. Aber ich denke, in unserer Sprache sprechen wir von Schuld und Sünde immer in so ganz, ganz großen Dimensionen. Also wir sprechen von eben einem Adolf Hitler oder Genozid oder ganz, ganz schlimmen Dingen wie Pädophilie, um dann zu sehen, der Mensch kann Schuld auf sich laden. Weil wir sind aber sehr, sehr gut darin, quasi zu zeigen, die anderen sind schuld. Wir nehmen uns selber meistens aus diesen Zusammenhängen heraus. Also ich denke, die meisten Menschen heutzutage haben eigentlich und leben eigentlich mit dem Gefühl, dass man auf der guten Seite der Geschichte steht. So wir mit unserem Leben, wir tun irgendwie was fürs Gute. Und so kommt es oder so ist es gekommen, dass viele Menschen einfach nicht mehr mit dem Bewusstsein leben, dass wir Sünder sind. Und man kann eigentlich sagen, dass sobald wir nicht mehr an Sünde glauben, hat die Sünde gewonnen. Nicht mehr zu glauben an die Sünde bedeutet den letzten Triumph der Sünde, weil die Sünde ist etwas so dermaßen Fundamentales im Menschen, so etwas so dermaßen Grundiertes,
dass wir sie oftmals gar nicht bemerken. Und in unserem Leben ist das manchmal auch sehr schwierig so. Kannst du uns sagen, was können wir wie können wir Sünde verstehen? Wie können wir über das Wort Sünde denken? Wie würdest du das theologisch erklären? Ja, also man kann natürlich mal fragen, woher kommt die Sünde im Menschen? Woher kommt das? Wenn wir jetzt in den Text eintauchen von Genesis 3, das 3. Kapitel der Bibel, da bekommen wir eigentlich keine Antwort auf diese Frage. Da spricht der Text einfach von der Schlange, die plötzlich auftaucht. Die Schlange war listiger als die anderen Tiere, die Gott geschaffen hatte. Über die Erschaffung der Schlange wissen wir nichts. Wir wissen auch nichts darüber, ob die Schlange jetzt das Böse personifiziert oder den Teufel oder den Satan. Wir wissen einfach, dass es ein kriechendes Bodenwesen ist, das irgendwie von unten kommt und von unten spricht. Und ich denke, das ist auch mal erfrischend so anzuerkennen, die Bibel beantwortet nicht alle Fragen, die wir vielleicht haben. Und es ist auch mal gut zu sagen, dass wir nicht alles wissen können. Ich finde das irgendwie erfrischend und spannend zu sagen, dass die Bibel hier da irgendwie eine Antwort verweigert, weil das Böse wirklich auch ein Mysterium ist. Aber was wir sagen können bei diesem Gespräch, das die Schlange führt mit Eva, ist, dass das erste theologische Gespräch ist. Also die Schlange ist irgendwie die erste Theologin in der Menschheitsgeschichte. Nämlich mit der ganz, ganz einfachen Frage, sollte Gott gesagt haben? Also es wird nicht mehr in dieser absoluten Beziehung zu Gott, mit Gott gesprochen, sondern es wird über Gott gesprochen, auf einer horizontalen Ebene. Und das ist das Neue, oder, was hier passiert. Und das ist diese Dynamik von Sünde, irgendwie von Gott abzusehen. Nicht mehr mit Gott, sondern über Gott zu sprechen und sich auf die Ebene hier unten zu konzentrieren und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sünde. Was sagen deine theologischen Freunde, wenn du die Schlange als erste Theologin bezeichnest? Ja, genau. Das musst du nicht beantworten. Ja, ich glaube, es ist gesund, immer wirklich auch anzuerkennen, dass das Theologie auch ein heikles Geschäft ist und dass man sich da die Finger verbrennen kann, gerade auch, wenn man diese Geschichte liest. Aber so theologisch über Sünde zu sprechen, es gibt viele Formen von Sünde. Die meisten von uns denken, wenn sie an Sünde denken, an eine Tat, an eine Handlung, etwas, das wir tun, etwas Böses, was wir tun. Man kann aber auch von Sünde sprechen als etwas, was wir nicht tun. Also etwas, das wir unterlassen, also eine Unterlassungssünde. Und man kann von Sünde denken als eine individuelle Größe, etwas, das wir selbst als Einzelpersonen tun, oder als eine kollektive Größe, die in einer Gruppe passiert. Und ich denke, so eher konservative Christen tendieren dazu, die individuelle Dimension von Sünde sehr stark zu machen und die kollektive zu vernachlässigen, während progressive oder linksgesinnte Christinnen und Christen dazu tendieren, das Kollektive überzubetonen und das Individuelle zu vernachlässigen. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, dass Sünde eine Kraft ist, wie du auch sagst, die mächtig ist in Menschen und in Gruppen. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Häufig, also ich denke, wir gehen zu sehr vom Menschen aus, wenn wir immer von Sünde und von Menschen und ihrer Sündigkeit sprechen. Sünde können wir ganz einfach definieren als das, wo Gott dagegen ist und wo Gott dagegen handelt. In der Geschichte der Bibel in Jesus Christus. Ich bin aufgewachsen damit, dass wir Sünde als, eben wie du das gesagt hast, als Kraft
angeschaut haben, in die wir verstrickt sind oder die uns in sich verstricken will. Und du merkst das, wie oft du Dinge tust, die du gar nicht willst, in dem Sinn. Und wir uns eben nicht selbst von dieser Kraft befreien können, sondern diese Hilfe brauchen in dem Sinne, von dem, der uns aus dieser Kraft, die das Leben angreift, Leben zerstört, in dem Sinne befreit. Aber jetzt, Daniel, du hast mich gebeten, dass ich über diesen Text in Genesis 3 etwas sage, und ich habe da wirklich, ich finde diesen Text sensationell. Was man auf den ersten Blick nämlich nicht sieht, ist, dass der im Hebräischen richtig kunstvoll geschrieben ist. Beispielsweise die Schlange, das Wort listig. Es heißt zuerst, dass Adam und Eva nackt waren und die Schlange listig. Und das Wort für nackt und für listig ist so nahe beieinander, dass man gleich sprachlich her sieht, oh, da gibt es eine Beziehung, da gibt es eine Verbindung. Und das Wort für listig ist auch nicht nur negativ, das könnte auch ins Positive kehren, also ähnlich wie weise, nur dass die Schlange es dann eben zum Negativen wendet. Aber wir haben nicht Zeit, all diesen sprachlich-symbolischen Dingen nachzugehen. Ich möchte mich deswegen auf ein Symbol in diesem Text beschränken, diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt, wenn wir in unserer Kultur Gut und Böse hören, dann denken wir sehr schnell, sehr schwarz und weiß. Ne? Der Gute ist der, der sich für die Schwachen einsetzt. Der Böse ist der Unterdrücker, der Menschen ausnutzt. Oder der Gute ist der Polizist, der Kriminalität bekämpft. Ich liebe Krimis. Und der Böse ist natürlich der Kriminelle, der jemanden ausraubt oder umbringt. Bei uns sind diese Begriffe sehr schnell moralethisch gefüllt, aber im Hebräischen ist das nicht ganz gleich. Wenn wir nämlich diese Begriffe Tov und Ra anschauen, dann haben sie eine breitere Bedeutung. Sie beschreiben den Zustand oder die Qualität einer Sache. Beispielsweise träumt Jeremia von Feigen. Die einen sind süß und reif, bereit zum Essen, und die anderen sind schon etwas drüber, sodass niemand sie mehr essen will. Sie sind rar, sie sind nicht böse, die böse, böse Feige. Nein, aber sie sind in einem Zustand, wie es eigentlich nicht gedacht ist. Sie funktionieren nicht, wie es eigentlich gedacht ist. Oder beim Pharao, als der Pharao von den 7 Jahren träumt, wo es eine fette Ernte geben wird, und dann in 7 Jahren mit einer mageren Ernte sieht er diese mageren Rinder. Auch diese Rinder werden als Ra bezeichnet. Auch die Rinder sind nicht einfach böse, sondern wir spürt ihr dieses Bild, das dahinter steckt? Etwas, was funktioniert, etwas, was so ist, wie es vorgesehen ist oder eben nicht. Das ist das Bild dahinter. Nun geht es in der Geschichte im 3. Mose 3 um die Erkenntnis von Gut und Böse, beziehungsweise eben der Fähigkeit, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Und diese Beschreibung, die Erkenntnis von Gut und Böse, finden wir neben dieser Geschichte hier an 2 weiteren Stellen. Und der Blick auf diese Orte, wo die Bezeichnung so verwendet wird, hilft uns verstehen, was damit gemeint ist. Der erste Ort, wo man es nach dieser Stelle hier findet, ist dort, wo Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit und die Generation der Eltern gegen Gott rebelliert, sodass sie nicht in das verheißene Land gehen können. Und dann kommt diese junge Generation. Und sie werden die Kleinen genannt, die weder Tov noch Ra kennen, die eben noch nicht unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und wenn wir das hören, merken wir, aha, das hat mit dem Aufwachsen zu tun, mit dem Reifwerden. Und die Frage wird sein, wie lernen sie und wer wird ihr Lehrer sein? Auf wen werden sie hören? Die zweite Stelle finden wir bei Salomo. König Salomo, als er König wird und über das Volk herrschen soll, da hat er einen Traum. Und in diesem Traum bittet er Gott, ihm ein hörendes Herz zu geben. Ne? Worauf höre ich? Ein hörendes Herz, das er zwischen Gut und Böse, im Tov und Ra, unterscheiden kann. Mit anderen Worten, diese Fähigkeit zu unterscheiden brauchst du, wenn du herrschen willst. Und das Spannende ist ja, dass wir in der letzten Predigt gesehen haben, was war der Auftrag, den Gott Adam und Eva gegeben hat? Füllt die Erde und herrscht
über alle Tiere dieser Erde. Also sie haben diesen Auftrag erhalten, den sie nur ausfüllen können, wenn sie diese Erkenntnis von Toph und Ra erhalten. Mit anderen Worten, es ist etwas, was Gott ihnen geben wollte. Aber sie haben es sich selbst genommen. Sie haben nicht auf Gott vertraut, nicht auf Gott gehört, sondern haben sich vorschnell etwas genommen, das Gott ihnen geben wollte. Und so sehen wir auch, es gibt offensichtlich zwei Arten von Toph und Ra oder Erkenntnis von Toph und Ra. Eine, die zum Tod führt, eine, die Zerstörung bringt, eine, die das Leben angreift und eine, die zum Leben führt. Und die Frage, die hier aufkommt, und das dritte Kapitel ist sozusagen wie eine Einleitung für die ganze Bibel. Und diese Frage, die ich jetzt äußern werde, die stellt sich nicht nur in dieser Geschichte, sondern an jedem Ort der Geschichte, der biblischen Geschichte, sehen wir, wie dieses Motiv wieder aufkommt. Auf wen werden sie hören? Wie werden sie sich entscheiden? Werden sie Gott vertrauen? Von wem lassen sie sich prägen? Und wir sehen das bei Kain und Abel. Auf wen wird Kain hören? Wir sehen das bei Abraham. Wird er Gott vertrauen? Wir sehen es bei Jakob. Wird er Gott vertrauen, dass er ihm gibt, was er ihm geben wird, oder wird er sich selbst nehmen? Wie sieht es bei Mose aus? Und es geht weiter durch die ganze biblische Geschichte bis zu uns. Auf wen werden wir hören? Werden wir Gott vertrauen oder nehmen wir selbst, was Gott uns geben will? Und ihr merkt natürlich, wenn wir erkennen, ach so, das ist ein Motiv, das durch die ganze Bibel durchgeht, dann weist das Ganze auf Jesus hin. Auf wen wird er hören in dieser Geschichte der Versuchung? Wird er dem Vater vertrauen? Und da merken wir, wie die ganze Geschichte des Alten Testaments eigentlich auf diesen Moment, auf Jesus hinweist, auf sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung. Das ist so ein erster wichtiger Aspekt, den wir hier sehen. Hey, das ist wie ein Motiv, das ausgelegt wird, das du in der ganzen Bibel immer wieder siehst. Es gibt aber ein zweites, das dich auch sehr beeindruckt. Sag uns doch darüber was. Ja, jetzt in der Vorbereitung auf diesen Abend ist mir nochmal neu bewusst geworden, Genesis 3 ist die Geschichte einer zerbrochenen Beziehung. Und der Rest der Bibel oder des Alten Testaments ist die Konsequenz davon. Also eine zerbrochene Beziehung einerseits zwischen Gott und Mensch, also dem Menschenpaar, aber auch zerbrochene Beziehungen untereinander, zwischen den Menschen. Genesis 4 ist dann der erste Brudermord, Kain und Abel und diese Geschichte, aber auch eine zerbrochene Beziehung zwischen den Geschlechtern und eine zerbrochene Beziehung zwischen Mensch und Schöpfung und Natur. Also Adam wird gesagt, dass er das Feld beackern muss und dass das ein Krampf sein wird. Also man ist nicht mehr in diesem paradiesischen Zustand, wo die Erde einfach und die Bäume einfach für einen sorgen, sondern das Leben wird zu einem Krampf und zur Mühsal, mit diesem alten deutschen Wort gesprochen. Es ist aber nicht so, dass dieser Beziehungszerbruch total ist. Also man sieht schon in Genesis 3, wie Gott Kleidung schafft für das Menschenpaar. Gott schafft Kleidung und das ist schon ein erstes Anzeichen, dass Gott auch sorgt, dass er immer wieder den Menschen nachgeht. Es ist nicht so, dass es im Alten Testament einfach immer nur schlimmer wird, bis dann Jesus kommt. Gott geht Israel nach, er ruft Abraham heraus, er gibt das Gesetz, er führt Israel durch die Wüste bei allen Entbehrungen, die damit kommen. Aber es ist dann schon so, dass im Neuen Testament wir sehen, wie drastisch Gott eigentlich eingreifen musste, um diese Beziehung wiederherzustellen in Jesus Christus. Paulus beschreibt das wunderbar in seinem Römerbrief oder im Epheserbrief. Das kann man dort mal nachlesen, wie Paulus darüber schreibt. Das ist wunderschön. Und ja, also Gott geht uns nach,
Wir selber können durch den Sündenfall uns nicht zu Gott hocharbeiten. Gott musste selber kommen. Und Gott geht uns nach und er sammelt uns in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft von Menschen, die sich um diesen Jesus versammeln. Ja. Lass uns doch den Sprung in die Gegenwart machen. Wie zeigt sich die Aktualität dieses Textes heute, in unserer Zeit, für uns? Es gibt natürlich unglaublich viel zu sagen darüber. Genesis 3 bleibt aktuell und wird noch bis zum Ende der Tage gelesen werden. Noch ein Aspekt, den ich interessant finde, ist den Anfang, den wir jetzt gelesen haben. Ist irgendwie auch ein Zeugnis von Ungeduld beim Menschenpaar. Also dieser Begriff ist mir da aufgekommen, als ich das gelesen habe, Ungeduld. Die Schlange musste nicht viel tun, dass es zu diesem Sündenfall kam. Die Schlange hat nicht drastisch eingegriffen und hat gesagt, mach das. Sie hat eine Frage gestellt. Und die Menschen waren unglaublich willig, sich darauf einzulassen. Also es ist so mit dieser Sünde so ein Aspekt der Wirkmacht von dieser Sünde, aber auch eine Eigenverantwortung des Menschen und von uns, die da miteinander irgendwie zusammenkommen. Und Eva und Adam hatten nicht die Geduld, eigentlich auf Gottes Heilsplan zu warten. Also es ist ein Heraustreten aus dem Paradies, aus dieser Heilsgeschichte in die Geschichte, wo Menschen sagen, jetzt machen wir mal, wir müssen selber schauen, wir müssen jetzt mit den Tatsachen klarkommen. Und was dazu geführt hat, ist einfach Ungeduld. Ungeduld ist die Unfähigkeit zu warten auf Gottes Wort, auf Gottes Reden, auf das Nächste, was Gott tut. Und das, denke ich, ist unglaublich aktuell für uns auch und für unser geistliches Leben. Wenn wir uns vor Augen führen in der Schöpfung, Gott gibt dem Menschen Wert, für meine Aufgabe weiter, herrsche über das, kümmere dich um meinen Bereich. Der Mensch braucht eigentlich die Weisheit dazu, die Fähigkeit zu unterscheiden und er nimmt es sich dann selbst, weil er nicht vertraut, weil er nicht auf Gott hört. Dieses Hören auf Gott, das ist etwas, was mir begegnet ist. Ich habe vor einigen Monaten einen spannenden Artikel gelesen, der mich echt getroffen hat. Und zwar hat ein katholischer Philosoph und Autor, Charles Taylor, beschrieben, was so Grundannahmen sind, von denen wir uns ein gelungenes und erfülltes Leben erhoffen. Eben auf welche Annahmen hören wir? Welchen Dingen geben wir, vertrauen wir? Und er hat beschrieben, wie eigentlich bis vor 50, 60 Jahren so ein traditionelles Identitätsmodell uns ein gelungenes und erfülltes Leben versprochen hat. Es ist natürlich vereinfacht, aber damit können wir es besser verstehen. Er hat gesagt, hey, bis vor ungefähr 50, 60 Jahren hat es geheißen, du hast ein gelungenes, erfülltes Leben, wenn du die Erwartungen der Gesellschaft aufnimmst, danach lebst und dann Bestätigung oder Belohnung von der Gesellschaft erhältst. Ja, du bist erfolgreich, hast einen guten Lohn, du hast ein Diplom, Universitätsdiplom oder Ansehen im Dorf, wo du wohnst. Du wirst geschätzt von den Menschen für die Leistung, die du bringst. Und das hat natürlich Menschen Sicherheit und Bedeutung gegeben. Nicht aber den Menschen, die nicht gesellschaftlichen Normen entsprochen haben. Und das weiß ich aus unserer eigenen Familiengeschichte. Die Mutter meiner Mutter wurde aus ihrer Familie herausgenommen und kam als Verdingkind in eine andere Familie. Verdingkind, das Deutsch kann man das wahrscheinlich nicht gut sagen. Und meine Schwester ist dem nachgegangen, die wurde dort auch missbraucht, als sie in verschiedenen Familien arbeiten musste. Und interessanterweise, als meine Schwester im Geburtsort schauen ging, hat man ihren Namen sogar dort aus dem Geburtsregister ausgelöscht, als würde sie nicht existieren. Einfach weil sie nicht
in diese Gesellschaft, in die Erwartung dieser Gesellschaft hineingepasst hat. Und man spürt schon, das hat gute Seiten, aber es hat auch sehr Verheerendes, das es mit sich bringen kann. Und deswegen ist es zu einer Bewegung gekommen unter Psychologen, gerade angestoßen von Sigmund Freud, der das hinterfragt hat. Er sagte nämlich, dass das Gedeihen eines Menschen nicht von äußeren Faktoren abhängt, nicht von den Erwartungen der Gesellschaft, schon gar nicht von einem Zuspruch von Gott, weil Gott hat er negiert in dem Sinne, sondern er sagte, nein, ein gelungenes Leben hast du, wenn du erkennst, wer du selbst bist, also vom Blick in dich hinein. Und wenn du siehst, wer du bist, dann musst du das ausleben, authentisch ausleben und erst dann kannst du glücklich sein und ein erfülltes Leben leben. Und ihr seht diese Formel, die das mit sich gebracht hat. Ne? Ein gelungenes Leben ist, wenn ich lebe, wenn ich herausfinde, wer ich bin, indem ich hineinschaue in mich selbst und mir die Bestätigung dafür gebe, das authentisch auszuleben. Und weißt du, viele Christen, wenn sie Sigmund Freud hören, sagen sie, bleibt fern davon. Aber hey, wenn wir schauen, dieses Denken prägt uns genauso. Es sind so Aussagen wie, hey, urteile nicht über den Nächsten, sei du selbst, sei dir selbst treu, schau, was du brauchst. Wir sind genauso von diesen Kräften geprägt. Und das hat ja auch eine gute Seite dort, wo es eine Befreiung von diesem äußeren Erwartungsdruck gebracht hat, der Menschen gezwungen hat, sich anzupassen in destruktiver Form. Aber Charles Taylor hat seinen Finger genauso auch auf Probleme gelegt, die dieses neue Identitätsmodell mit sich bringen. Das erste ist, dieses Sei dich selbst klingt zuerst mal befreiend und aufregend. Es fühlt sich an, als würde es eben so äußere Einengungen durchbrechen und Echtheit schaffen. Aber wenn du nur durch Selbsterkenntnis glücklich sein kannst und authentisch echt sein kannst, dann löst das einen unglaublichen Druck auf den Einzelnen aus. Ein Beispiel davon ist die Frage, wie weiß ich, wer ich wirklich bin? Und denke ich morgen immer noch, wie ich heute denke? Und wie lebe ich aus, was ich denke, wer ich bin? Der Druck und die Verunsicherung, die das mit sich bringen kann, sehen wir beispielsweise bei Nadja Brönnimann. Nadja Brönnimann war die erste Transfrau der Schweiz, war ursprünglich Christian, hat sich umoperieren lassen und seit 2 Jahren nennt sie sich nun wieder Chris. Und er sagt heute, ich bereue die Operation mittlerweile. Ich habe einen gesunden Körper geschenkt bekommen und ihn grenzüberschreitend malträtiert. Also sie fühlt heute nicht mehr, wie sie sich vor einigen Jahren gefühlt hat. Es muss nicht dieses Beispiel sein. Es gibt andere Menschen, die auf dieser Suche nach sich selbst Jobs künden, Beziehungen beenden, Verpflichtungen aufgeben und einfach auf dieser konstanten Suche in der Einsamkeit landen. Wer in aller Welt bin ich und wie in aller Welt soll ich das ausleben? Das ist unglaublich überfordernd. Zweitens, das zweite Problem ist, dass diese Grundannahme ausklammert, dass wir soziale Wesen sind. Einfach uns selbst zu bestätigen, das klappt in unserem menschlichen Sein nicht. Das macht uns noch viel anfälliger, von der Ablehnung anderer Menschen erdrückt zu werden. Wir brauchen ein Gegenüber und das siehst du daran, dass heute die Menschen sich oft dann in Bubbles sammeln mit Gleichgesinnten, die ihre Meinung teilen und sie dann bestärken in ihren Grundannahmen. Und wenn es dann zu Angriffen kommt, in der Cancel Culture gelten diese Angriffe interessanterweise, das wurde studiert, meistens nicht den Gegnern, sondern Menschen, die aus der eigenen Bubble kommen, aber gewisse Dinge hinterfragen. Und weil sie gewisse Dinge hinterfragen, hinterfragen sie nicht Verhaltensweisen, sondern mich als Person. Und wir sehen diese Frage, auf wen hören wir? Aus welchen Grundannahmen erwarten wir ein erfülltes Leben, ist entscheidend. Denn das Reich Gottes gibt uns hier einen ganz anderen Ansatz für gelungenes Leben. Wir sind von Gott geschaffen, er hat einen Plan für uns. Er nimmt uns an in all unserer Zerbrochenheit. Und die Bestätigung, die wir erhalten, ist seine Liebe, die er uns schenkt.
Und so gibt er uns Wert und Identität, die uns niemand nehmen kann. Und er kennt mich durch und durch besser, als ich mich jemals selbst kennen kann. Wir haben Zugang zu seinem Geist, er ist uns nahe und er heilt uns, er verändert uns, er zeigt uns auf, wo wir Schritte brauchen, er vergibt uns und er befähigt uns, ein gutes, wahres und erfülltes Leben zu leben, verbunden mit Gott und mit anderen Menschen. Und damit sehen wir, dass diese Hinwendung zu Jesus heißt nicht einfach, ich bekenne Dinge, die ich falsch getan habe, sondern es kommt damit, dass ich ganz grundlegend neu zu denken beginne, dass das Fundament meines Lebens auf neuen Annahmen steht. Wovon erwarte ich ein erfülltes Leben? Wo erwarte ich Zusage und Bestätigung? Es ist ein Erneuern des Sinns. Aber zum Abschluss, lass uns doch ganz persönlich werden. Daniel, wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Ja, ich gehe nochmal zurück auf den Bibeltext. In Genesis 3 das Menschenpaar versteckt sich vor Gott. Als Gott durch den Garten schreitet in der Abendkühle, wie es so schön heißt. Und Gott fragt, wo bist du? Und ich denke, Sünde, das ist etwas, was wir merken, das hat eine isolierende Kraft auf uns. Also das will uns irgendwie in die Dunkelheit ziehen. Aber die Sünde soll eigentlich ans Licht. Weil wir dann irgendwie diese Sünde nicht ans Licht bringen, werden wir irgendwie verkrümmt. Also Martin Luther hat das wunderschön gesagt, der Mensch ist der in sich selbst verkrümmte Mensch. Also wie ein krummer Rücken, wo wir in der Verzweiflung an der Sünde an uns selbst verzweifeln und nur noch auf uns selbst schauen. Und das heißt, Gott muss an uns handeln und er muss uns wieder aufrichten. Und die christliche Verheißung und das christliche Bekenntnis ist dass das in Jesus Christus und im Heiligen Geist geschieht. Und das ist einfach das, was ich versuche. Also ich gehe regelmäßig wieder einfach versuche, in diese Gegenwart von Jesus zu gehen und mich an seiner Gnade genügen zu lassen. Und ein weiteres, das ich tue, ist, ich gehe in eine seelsorgerliche Begleitung, in eine geistliche Begleitung bei einem alten Pfarrer seit dem letzten Jahr. Und das kann ich allen sehr empfehlen. Sucht euch einen alten Pfarrer oder irgendeine ältere Person und wo man einfach auch Dinge ansprechen kann. Dieser Seelsorger, der hat mir einen Satz gesagt, der geht mir seither immer nach. Es ist eigentlich nicht so wichtig, wo man im Leben steht, was so läuft, was man schafft, woran man scheitert, sondern die einzige wichtige Frage im Leben ist, wie hast du es mit deinem Gott? Wie hast du es mit deinem Gott? Und das fand ich unglaublich kraftvoll. Das hat natürlich auch eine besondere Kraft, wenn einen das so ein würdiger, älterer Herr fragt und zuspricht. Genau, und das geht mir seither nach. Und ich lebe mit dem Glauben an die Verheißung, dass Jesus Christus meine Sünde wegnimmt. Dass ich wirklich in Freiheit leben darf. Wir haben noch Zeit, Mari, ich darf dich noch dieselbe Frage zurückfragen. Wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Also das Erste, was mir wichtig ist darin, ist zu realisieren, ich bin ein Sünder. Und weißt du, gerade auch zu merken, wenn ich höre von Menschen, die Fehler machen, die fallen, zu wissen, das kann mir auch geschehen. Ich bin nicht besser. Ich brauche immer wieder die Veränderung. Ich brauche seine Nähe. Und ich glaube, das ist für mich das erste Wichtige. Wir brauchen diese Demut anzuerkennen. Wir können es selbst nicht. Wir sind nicht besser. Nummer 1. Nummer 2, ich merke, ich brauche die Nähe von Menschen. Also Gott nahe lassen, Menschen nahe lassen.
Und war diese Woche wieder, haben mich 2 Personen angesprochen auf Dinge, wo ich sie verletzt habe, wo ich sündig geworden bin an ihnen. Und das geschieht dort, wo wir einander nahe sind. Und das sind Dinge, die ich nicht gewollt habe, aber ich hätte das nicht realisiert, wenn sie mir das nicht gesagt hätten, wo ich mich an ihnen gefehlt habe, in dem Sinne. Deswegen ist auch die Nähe zueinander in dem Sinn wichtig. Und was Sünde angeht, wie du das gut gesagt hast, diese Nähe zu ihm flüchten, da habe ich mit 20 ein Erlebnis gemacht, das ich immer sehr gerne erzähle, weil es mich so geprägt hat. Es war eine Zeit, in der ich Gott extrem intensiv erlebt habe, und an einem Tag habe ich etwas gemacht, wofür ich mich richtig geschämt habe, und ich war so richtig down, kam in einen Gottesdienst und hätte für Menschen beten sollen. Und ich habe mich nicht gewagt, für Menschen zu beten. Und weil immer, wenn ich mich so halb aufgemacht habe, kam diese innere Stimme: Du Heuchler, jetzt hast du eben gerade noch dich so daneben benommen und jetzt willst du den Frommen raushängen, du Heuchler. Und ich habe es nicht geschafft, für eine Person zu beten. Und nach diesem Gottesdienst hat Gott begonnen, zu mir zu sprechen und hat mich gefragt: Du Marius, hey, zuerst hat er gesagt, ich wollte dich brauchen, nicht weil du perfekt bist, sondern weil ich die Menschen dort liebe und ich sie segnen wollte, auch durch dich. Dann hat er mich gefragt: Ja, und Marius, wann kann ich dich denn wieder brauchen? So in 3-4 Tagen, wenn du dich einige Tage schlecht gefühlt hast. Und ich musste sagen, ja, so etwa habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich so gezeigt habe, dass ich es nicht auf die leichte Schulter nehme, dass ich nicht ein Heuchler bin, so am Donnerstag, nach 3-4 Tagen. Könnt ihr diese Gedanken nachvollziehen? Und dann fragt mich diese innere Stimme: Marius, willst du mir sagen, dass es nicht reicht, was ich für dich gezahlt habe, und du musst selbst auch noch ein bisschen zahlen? Und das hat mich überführt. Und seit diesem Moment weiß ich, in dem Moment, wo ich es verbocke, in dieser Millisekunde renne ich zu ihm. Weil es ist die Gegenwart Gottes, die uns verändert, wo ich verwandelt werde, wo ich erneuert werde. Und eigentlich gibt es 2 Dinge, mit denen du versucht wirst, aus der Gegenwart Gottes fernzubleiben. Das erste ist es, indem du sündiges Verhalten relativierst. Es ist nicht so schlimm. Weil wenn es nicht so schlimm ist, brauchst du ihn nicht. Kannst du in der Distanz bleiben. Brauchst du seine Nähe nicht. Und das Zweite: Wenn du was tust und dann eben diese Stimme kommt, du bist es nicht würdig, der will dich nicht, du Heuchler. Es sind 2 Arten, in denen wir davon abgehalten werden sollen, in seine Nähe zu kommen. Und seit diesem Erlebnis gehe ich immer in der Millisekunde, in der ich gefallen bin, zu ihm zurück. Und das Letzte vielleicht noch: Darf ich fragen, gibt es jemanden, der nicht einmal im Tag aufs Klo geht? Jeder von uns. Es ist eine Form der Hygiene, Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun. Und genauso ist es auch mit geistlicher Hygiene. Sünde zu bekennen, Dinge auszusprechen. Wenn du sagst, ans Licht bringen heißt, dass diese Dinge ihre Kraft verlieren in unserem Leben. Da liegt ein unglaubliches Geheimnis, und deswegen ist Bekenntnis oder die Beichte, wie es die katholische Kirche kennt, etwas unglaublich Gesundes, weil es uns hilft, Dinge zu benennen, zu bekennen, sie loszulassen und ihnen so die Kraft zu rauben. Genau. Hey, und damit wollen wir schließen, und wir möchten eigentlich dir 4 Fragen mitgeben, über die du dir in dieser Woche Gedanken machen kannst, die mit dieser Predigt zu tun haben. Ihr wisst noch, das Grundthema war: Worauf hören wir? Wem vertrauen wir? Woher warten wir ein erfülltes Leben? Das wäre die erste Frage. Wovon erhoffst du dir ein erfülltes Leben? Auf welche Stimmen hörst du? Und sei dort ehrlich, nicht im Sinne von, wenn du diese moderne Stimme hörst, schau gegen innen. Das tue ich auch. Ich habe gemerkt, hey, da gibt es Stimmen, denen ich glaube, wo ich mich fragen muss, wo ist es gut und wo ist eine Erneuerung von Gott her am Wirken in meinem Leben. Zweitens, wo suchst du Bestätigung und Erkennung? Die dritte Frage: Wo spürst du in deinem Leben etwas von diesem Beziehungsabbruch? Das kann zu Gott oder zu anderen Menschen sein.
Und viertens, wo kannst du zu einem Agenten der Wiederherstellung werden? Nimm doch diese Fragen einfach mit und beweg sie, tausch darüber aus und ich bin gespannt, was das in uns auslöst, uns damit zu beschäftigen. Amen, Amen. Die will, was mit uns geschehen. Amen, Amen. So wie du sagst, soll sein.